Servus miteinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute ist wieder so ein richtig tolles Wetter. Es donnert und es blitzt und es pisst die ganze Zeit. Ja, der Jahrhundertsommer hat uns wieder eingeholt. Und was machen wir, wenn scheiß Wetter ist? Dann machen wir was anderes als alle anderen machen. Heute kümmern wir uns nämlich mal wieder ein bisschen um die Pferdln. Heute geht es raus zu den Pferdln. Heute kümmern wir uns mal wieder um so einen richtig schönen, alteingesessenen, traditionellen Beruf, weil die Pferde immer wieder frisch beschlagen gehören. Und das machen wir diesmal selber. Ja, und wieder mal von meiner eigenen Musik unterlegt. Mit richtig Power, mit richtig Amboss und Hammer, damit ihr ein bisschen was zum Hören habt, damit es was auf die Ohren gibt. Ja, da bin ich mal gespannt, ob euch das gefällt. Ich hoffe, es interessiert euch. Die ganzen Pferdemädels werden wahrscheinlich sagen, oh super, Pferde beschlagen. Und die ganzen Kerle, für die ist es auch spannend, weil es nämlich da einiges gibt, wo man sich denkt, auf der einen Seite ist es cool, wenn man die Werkzeuge mal kennt. Wahrscheinlich erzähle ich das jetzt den ganzen Laien hier, klar, weil hat ja nicht jeder ein Pferd daheim rumstehen oder 2 oder 10 oder 20. Ja. Also, es ist ein cooler, traditioneller Beruf, es macht richtig Spaß. Und mittlerweile ist es ja so, dass der Schmied einfach alles dabei hat. Der Schmied, der Beherrscher der Elemente, er beherrscht das Feuer und das Wasser und die Luft und er schmiedet und Eisen und Nägel und Kupfer. Und dann noch ein recht herzliches Dankeschön an Sven, den Schmied von Peiting. Auch eine mystische Figur. Da gehen Credits raus. Der hat mir einen Haufen gezeigt, der hat mich brutal inspiriert und es hat so richtig Spaß gemacht. Also Sven, bis zum nächsten Mal. Ja, und ihr wisst ja auch, früher, ganz am Anfang, habe ich mit Sachen geworfen, mit Messer, mit Äxten und auch mit Hufnägeln. Mit Hufnägeln werfen ist einfach super cool und super präzise. Da oben ist ein Video verlinkt, schaut sich das mal an. Das hat nämlich richtig Laune gemacht und das Coole war, es hat beim ersten Wurf funktioniert. Zack, bang, cool. Ja, dann viel Spaß bei meinem kleinen musikalischen Intermezzo, bei meinem neuen Bandprojekt mit richtig Power. Ja, der Amboss und der Hammer. Der Schmied von Kochel. So soll das Lied heißen. Findest du dann auch auf Spotify, wenn die sich nicht so lange immer betteln lassen würden. Sehen wir uns draußen im Stall und dann werden wir mal so ein bisschen die Pferde neu bereifen. Der Hammer die Macht und der Amboss die Ruhe. Bist du der Amboss, sei geduldig, bist du der Hammer, schlag zu. Si enemencoses, verpatientissime, si malois percuti fortitar. Tief im Gestein erwachte das Erz, für meine Arbeit Atem und Herz. Feuer und Luft machen es weich, das Wasser macht's hart und Waffen gleich. Ich spür den Koks, hör wie er kracht, der Blasebalg lebt und das Feuer erwacht. Das Eisen liegt schwarz in der rauchenden Glut, doch bald wird es rot, wird biegsam und gut. Ich pack's mit der Zange, halt es bereit, der Amboss ist still, gleich kommt seine Zeit. Der erste Schlag immer tief und schwer, aus Erz wird Form und aus Form wird mehr. Im Takt des Hammers wird zum lächelnden Mund. Das Hufeisen wächst aus Hitze und Kraft, geformt von der Hand, die täglich erschafft. Ich breche die Kanten und prüfe den Sitz. Kein Hohlraum, kein Riss, kein verborgener Schlitz. Ich lösche es im Eimer, die silberne Gischt. Das Wasser nimmt Glut, 2 Elemente vermischt.
Herd gestellt, das Eisen geprüft, die Passung gefällt. Die Nägel schieb ich mit sicherem Schlag durchs Horn, nicht den Strahl. So endet mein Tag. Steht für Gewalt, doch hier braucht's Gefühl. Das Werk braucht Maß und nicht nur ein Ziel. Das Pferd tritt jetzt fest, das Werk ist getan. Ein Huf aus Stahl von einem, der's kann. Von einem, der's kann. So lasst euch nicht biegen wie glühender Stahl. Lasst euch nichts erzählen, habt immer die Wahl. Seid lieber der Hammer und vertret euer Recht. Wart lang genug, der Amboss im Lügengeflecht. Der Hammer die Macht und der Amboss die Ruhe. Bist du der Amboss, sei geduldig, bist du der Hammerschlag so. Der Hammer die Macht und der Amboss die Ruhe. Bist du der Amboss, sei geduldig, bist du der Hammerschlag so. So, Spätzchen, sind wir wieder zurück. Ein paar Andenken mitgebracht. Das war mal ein anderes Video. Naja, so ganz so anders war es jetzt auch nicht. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und alle, die mich noch nicht unterstützen, ich freue mich auch über eure Unterstützung auf meinem kleinen bayerischen Kreuzzug. Kauft kein Glum, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Ja? Kümmert euch um eure Traditionen, haltet sie aufrecht. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat's euch. Der Hammer die Macht und der Amboss die Ruhe. Bist du der Amboss, sei geduldig, bist du der Hammerschlag.